Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher und Gäste im Deutschen Bundestag und zu Hause an den Bildschirmen. Herr Felgentreu, ich habe den Eindruck, wir reden über ein spanisches Urlaubsgebiet. Die alten Stätten, die Klöster, die Kulturstätten auf dem Balkan und im Kosovo, ja, das alles gibt es, aber dann fragen Sie sich mal, wer gerade eine Reihe von, ich glaube, über 200 Klöstern im Kosovo zerstört hat. Das waren Kosovo-Albaner und die haben nicht die touristischen Vorstellungen, die Sie hier äußern. Meine Damen und Herren, es begann mit einer Lüge, ist eine Produktion des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die derzeit mehrfach ausgestrahlt wird und genau das wiedergibt, was in den 90er Jahren im Kosovo an völkerrechtswidrigen Aktivitäten durchgeführt wurden. Und dann war es ein Bruch nicht nur des Völkerrechts, nein, wir haben sogar gegen die UNO-Resolution 244 verstoßen, willentlich und wissentlich, die ausdrücklich die territoriale Integrität Serbiens anerkannt hat. Und Sie haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben sich gegen die UN und gegen das Völkerrecht gestellt. Das ist die Wahrheit. Herausgekommen ist ein sogenannter Failed State, ein Verbrecherstaat, der von Kriminellen regiert wird. Drogenhandel, Menschenhandel, Waffengeschäfte, illegale Geldwäscherei in jedem Sinne, das lesen Sie in jeder internationalen Agentur. Bis hinauf in die höchsten Regierungsspitzen ist die kosovarische Regierung von Kriminellen durchsetzt und der Präsident, der dort oben an der Spitze steht, Herr Thaçi, stand ja schon vor einem Gericht und sollte angeklagt werden. Und sämtliche Zeugen in diesem Prozess sind umgebracht worden. Ich habe keinen Aufschrei im Deutschen Bundestag darüber gehört, meine Damen und Herren. Da lassen wir alles durchgehen. Warum? Ich habe es gesagt. Weil wir seit 20 Jahren eine kriminelle Bande auf dem Balkan unterstützen. Und damit Sie mal wissen, wovon ich rede, zitiere ich mit Genehmigung des Herrn Präsidenten Carla Del Ponte, die in ihrem Buch über die Vergehen auf dem Kosovo Schreckliches berichtet. Sie sagt, dort habe es ein sogenanntes gelbes Haus gegeben, in denen Organe von Gefangenen entnommen wurden. Man habe sie in eine Baracke gesperrt, bis man sie schließlich aller ihrer Organe entledigt hat. Und die Gefangenen hätten, als sie es erfahren haben von ihrem Schicksal, ihre Peiniger angefleht, sie zu töten. Das muss man sich mal vorstellen. Und all das lassen wir geschehen und sagen, eine Bundeswehr wird da schon mit anderen Partnern für Frieden und Stabilität sorgen. Wir haben den Frieden nicht erreicht. Wir haben die Stabilität nicht erreicht. Wir haben die Menschen einem grausamen Schicksal ausgesetzt.